Willkommen zurück wieder hier zu Tales of Zestiria mit dem hoffentlich nächsten Tempel, dem Erdtempel. Bevor wir noch ganz kurz das Spinnenvieh platt machen, und uns mal angucken. Die Spinnenkönigin, Alter, für 40. Was für ein Scheißlevel. Naja. Ja, powert das Video auch aus. Frag mich, was es wohl... Okay, Switchen geht so. Das keine Schwäche hat, weil mein sehr Anfälle gegen Arte bringt natürlich auch nicht so viel, wie ich gerne hätte. Na? Okay, war raus. Wird gut. Also bisher klappt auch das ganz gut, so wie ich es mir vorstelle, zumindest. Und jetzt die mystische Arte hinterher. Yeah! Alter! Das kann ja echt viel abgezogen. Leck mich am Arsch. Kann auch nicht gerade viel machen, aber hey. Wow. Ich bin jetzt eben ausgewichen mit diesem ganzen Schleier. Komm schon, wir kriegen das Vieh platt. Ja, wieder mal, ich wollte gerade sagen, wieder mal zu übermütig. Geht ja allerdings noch. Oh oh. Boah, das war knapp. So, ich bin gerade ein bisschen vorsichtig, man merkt es vielleicht, weil wir haben nicht mehr so viele Optionen, obwohl Lala gleich zurückkehrt. Nee, nicht du, sondern Lala, bitteschön. Also sonst kriegst du ja keine Erfahrungspunkte. Du, okay, jetzt holt sie ihn gerade zurück. Dann für mich hier. Also die Strategie fahren. Ja. Kann natürlich auch so. Trotzdem Trank des Lebens, bitte sie zurückholen. Dankeschön. Ich will einfach nicht draufgehen, hier gibt's einfach nichts. Natürlich genau in dem Moment war Edna down. Scheiße, aber hey. Wir haben es trotzdem platt gemacht. Das ist ja, ja auch, solange ich glaube für alles so super gut. Leider war auch da. Und Dessel auch. Was waren nur mir 3 übrig? Scheiße. Verdammt, das liefert total mies. Ah. Sorry Leute, ich dachte, das wäre eine gute Idee und gut, es war theoretisch eine gute Idee, es war nur praktisch keine gute Idee, es war einfach eine beschissene Idee. So, lassen das. Wir sind geheilt, wir haben das Vieh zerlegt, das ist die Hauptsache. Na. Aber man sieht, es geht schon, man muss einfach Geduld haben. Aber vor allem die mystische Art, natürlich die Einzelkombinationen von Rose, Zoe sind natürlich auch schon mächtig. Vor allem die Kombi dann mit Layla, die war aber echt übel, ey.
Wie sieht's da aus? Ja, schon möglich. Geh mal rein zum gucken, was los ist. Sieht mir aber nicht nach einem Tempel aus. Hat zwar neue Viecher hier, aber... Sehe ich sonst Symbol? Also durch ein Elementsymbol. Mit viel Fantasie könnte das Erdsymbol sein, wa? Ich gucke mich erstmal um, mein Monster machen ich später auch noch. Die Fackeln und so weiter, das sieht schon... Also überhaupt nichts steht von wegen, ja, der Tempel der Erde, Tempel des Windes oder was sonst auch immer. Das will ich mich jetzt schon. Oh oh. Das war jetzt sehr beschissene Idee. Alter! Entweder bin ich gerade geschwächt worden oder die halten echt so viel aus. Nein, wieder schnell Wasser, genau. Das kann ich bringen, das ist immer kein Problem. So, jetzt machen wir es zu Ende hier. Jetzt kommt der Felsringer! Oh, ich habe auch eine Windschwäche! Geil, Mann, wa? Ja, für uns schon, für dich weniger. Jetzt habe ich das Gefühl, seitdem ich die Schwierigkeitsgrad runtergestellt habe, machen wir vor allem amatisiert sehr viel mehr Damage. Ja, also momentan ist im Erdtempel nicht gerade so viel los. Aber wie gesagt, kann sich alles noch ändern. Was wollt ihr hier, Mann? Umgucken. Ist so hübsch. Das Erdsymbol wäre zwar hier, aber das lange reicht noch nicht. Das hatten wir vorhin auch schon, also von dem her. Da wieder zurück, wa? Ja gut, Leute, wenn es echt nur wieder so eine Höhle ist zum Erforschen und so weiter. Ich meine, es ist schön und gut, wenn es wieder Goldtruhen sind, muss ich sowieso wieder ein zweites Mal hin. Dann sage ich doch lieber, nee, danke, aber, wieder zurück. Ja, ist besser. Obwohl es mir vom Spiel so vorgesehen ist, dass ich hier hingehe und zum Trainieren und so, aber ich will wieder mal ein bisschen Action, aber ein bisschen Story, Mensch. Das ist ein Rollenspiel. Ich will ja nicht ellenlange Passagen haben, wo ich sogar trainieren muss und so. Nee, ich will mal ein bisschen Story haben. Mensch. Kann ja wohl nicht wahr sein. Aber ich sind auf jeden Fall mal etwas für das Thumbnail schon wieder. Ich nehme immer gerne da ein paar Screenshots aus dem Spiel selbst und irgendwie aus dem Internet nehmen, ist nicht so meins. Ich habe echt das Gefühl, dass da irgendwie das Symbol der Erde drauf wäre, aber okay. Vielleicht irre ich mich ja auch, wa? Gut, Welschruinen, dann haben wir sonst noch das hier. Wenn ich hier hingehe, kann man halt zum Treibsand-Symbol, wa? Symbol sage ich schon. Zerstellen natürlich. Ich hab keinen Bock auf dich, du doofe Hydra. Ich krieg dich! Heute nicht mehr. What? Ich hab doch keinen Bock auf solche dummen Orks.
Ja, der muss auch was platt machen hier. Doch nichts. Hä? Wow! Da ist ja... Ach, wollen das Speichersymbol da übersehen oder was? Hä? Doof bin ich doch gar nicht. Also ich bin schon doof, aber doch nicht so doof. Oh Mann, wer soll denn das? Alter! Das war mir jetzt ein bisschen zu knapp. Photonenbrand, wird was? Die schwache Attacke, na ganz toll. Nein, sollte man aufteilen, genau deswegen. Sind die plötzlich stärker? Was ist los? Seraphim-Wechsel, ja, das ist auch nichts Neues. Na, zumindest da unten. Ein Speicherband wohl irgendwie, wieso auch immer vorher. Wo, was ist denn hier los? Achso! Ja. Nee, Entschuldigung, ich dachte gerade irgendwie. Ich habe jetzt ein neues Gebiet davon übersehen hätte. Bäh. Ja, rülps mich doch nicht so an. Das wir schon wieder. Hat er aber vorhin auch schon, war? Natürlich nicht. Beute, das du schon oft besiegt hast, okay. Ist nicht hinter uns her, wa? Was ist denn da unten los? Oh, ein Schmelztiegel. Die sind echt alles noch in der Nähe, wa? Das ist dann doch ein bisschen interessant, dass die jetzt doch alle... Jo. Ich meine, andererseits ist es auch nicht. Die haben echt eine Ausdauer. Also ich kann mich erinnern, dass bei Tales of Xillia 1 und 2 und Symphonia die Monsters aber nicht so besessen von uns waren. So, wo kommen wir jetzt hier hin? Morgos, Schrein der Erde, Prüfung, ja Mann! Na, endlich mal! Leck mich am Arsch! Du, und aufgeregt. Der wird dann schlecht. So, pack's mal hier hin. Also, so in Rose die stärksten. Legen wir los, Freunde. Die Erdprüfung.そうなんだ。あいつがあそこに陣取ってるせいでどうにも。どうしパワンと？ライラちゃん、いつもながら見事だ。相変わらず困った人ですわね。この天族も同志だったのか？その通り。死に方一つで種族を超える。現にこの世は愉快よな。愉快はいいけど、あれじゃ祭壇に行けないじゃないか。何？同志の力を求めてきたんだな。試練だろう。そうだろう。おう、まあ。ねえ、そっちの娘じゃないのか。こいつ本当に同志だったの？
これでも同志パワントは1万以上の氷魔を沈めた天族の間にも名を馳せた方ですのよ。へえ、このエロスケがね。エドナにちょうだい。おじたまの早く。おお、かわいい子だの。エドナちゃんか。おじたま、私我慢できないの。お？だが試練だからの。やっぱ祭壇まで行かねば。使えない。え？私に今さら試練とか？何なの？いや、試練がいるのはどうして？要はあの牛が邪魔で祭壇に戻れない。あの牛を何とかしてほしい。そうなのね。いや、ちょっと。エドナ？危険ですわ。消えろ。消えろ。あとは祭壇に行けばいいのね。いや、あいつを沈めるって試練なんだわ。え？けどどっか逃げちゃったよ。すごいメンチだったからな。きっともう僕たちを見たら逃げ出すに違いない。はい。どうしてちゃんと言わないの？バカなの？すいません。しょうがない。あなたは先に祭壇に行ってていいわ。探して沈めるから。はい。出発、発進、探検開始。エドナさん、実はへこんでますわね。出発、発進、探検開始。Alter, was für eine geile Szene. Das ist wohl die beste Szene im ganzen Spiel bisher. Leck mich am Arsch. Was war das gerade? Jo, die Prüfung ist ja da in den zu Leutern und der andere ist irgendwie Volltrottel und ich hatte auch keine Ahnung. Das war so episch geil. Ich dachte schon so von Anfang an, okay, die Prüfung wird ja easy. Naja, auf den Wegen, nee. Naja. Wobei. Ah, es war im Stockwerk. Ja, endlich wieder mal so etwas. Gut. Epische Mucke. Lass mich ran, das sind alles irgendwie Gegner, gegen die ich diesen noch brauche. Wegen Erde und so. Felsriese, was willst du, Mann? Ich hab's gesagt. Ja, Widerstand gegen Feuer. Ja, denke mal, diesen dabei zu haben, ist nicht so die schlechteste Idee. Wie ein Hyper drauf war. Ich finde Ender sowieso so ein geiler Charakter. Ich sage, wie Toffers Avatar, die sind so ähnlich, das sind einfach so epische Charaktere. Lass mich ran, hast du da ab, war. Kuckuck! Oh ne, ich hab Angst vor ihr! Ja, ich habe auch ein bisschen Angst vor ihnen, aber ich bin da hier, ich darf es nicht zeigen. Oh nein, die scheiß Feen schon wieder. Der tolle plötzlich Widerstand. Von denen gibt es nicht so viele. Ach Leute, die Erbprüfung wird geil. Ich glaube, sogar einer hat in meinen Kommentaren auch geschrieben, dass die Erbprüfung eher witziger Art ist. Dafür die Wasserprüfung soll total nervig sein. Naja, mal gucken, was er ist. Aber es ist cool, dass jetzt zumindest mal alle vier Wächter, Hirten, ehemalige Hirten, wie auch immer, das ein bisschen anders darstellen. Der hier ist eher so ein bisschen notgeile Typ. Naja. Der erste war eher ein bisschen der ernsthafte, würde ich sogar fast sagen, normale. Kann mir auch so. Ja, aber denke, bei dem Tempo haben wir sicher im nächsten Part schon den Tempel durch. Sag jetzt mal den Tempel durch, nicht die Prüfung, weil dass wir die Prüfung durchhaben, würde mich wundern.
Komm da hoch. Hä? Ich muss irgendwie... Na, vielleicht sehr später. Die Musik. Yeah, yeah, yeah. Das ist ein Erdring. Du, 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 du. Ah, da war mir schon die ganze Zeit, warum tritt eigentlich nicht endlich mal gegen Heldalf an? Ich meine, sorry, der hatte gar keine Chance. Alter. Naja. So. Wo bin ich jetzt ungefähr? In der Mitte. Gut, dann passt's, ja. Es geht vor allem darum, mich zu orientieren da oben. Ist aber das so eine. Hä? Eigentlich schon? Natürlich war ich schon. Und wegen Viech da ein bisschen verwirrt. Ja, die finden sie nervig. Nein, geht doch runter. Scheiße. Ich habe mich geirrt. Obwohl. Hier unten ist gar nichts mehr. Verarschen? Na gut, ich meine, wenn es nur darum geht, den ja, Minotaurus zu läutern, dann kann der Tempel gar nicht so groß sein. Andere Farbe. Jetzt ist mir einiges klar. Die Frage ist natürlich, muss ich alle bereits jetzt zerstören, dann komme ich so nach einer oder anderen Truhe nicht mehr ran. Das wäre schon doof. Dass ich so, komm hier, ich mach die platt. Bisher muss ich sagen, finde ich die Prüfung echt geil. Was bist denn du für einer? Ein Dreckschleimer. Ist mir scheißegal, Mann. Kann er bitte eine Kombi machen? Ne, geht gar nicht. Naja, ich habe über 4 oder 4 SA, deswegen dachte ich so, klappt sicher. Sehr schön. Jo, Leute, würde mal sagen, wieder mal danke fürs Zusehen. Nächste Folge dann hier im Erdtempel weiter, wo es ja sich aus bestehen werden. Und dann ist halt die Frage, wie genau geht es weiter, weil Wassertempel kommt nicht durch. Und ja, muss ein Windtempel sein. Ich hoffe, bis dahin ist die Domäne weg, weil sonst ein echt Problem. Und mit Minotaurus, wie sich da ändert und anstellen wird, das ist eine andere Frage. Das und vieles mehr das nächste Mal hier bei Tales of Zestiria. Danke fürs Zusehen, bis dahin. Tschüss.